Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Die kleinen Leute können sich freuen, denn heute ist die vornehmere Gesellschaft angeklagt. Heute geht es den Gewappelten dran. Aber, weiß Gott, ein armer Teufel findet sich immer als Sündenbock. Ach du lieber Gott, Herr Staatsanwalt. Die Justiz macht die Menschheit nicht besser. Und die Polizei zweimal nicht. Glauben Sie einem alten Richter, wir Juristen schaffen die Spitzbuben nicht aus der Welt. Der Kasel stimmt Sie philosophisch mit Recht. Denn die Grundlage des positiven Rechts, das ist die Autorität des Staates und seiner Organe. Reden's doch kein Papier. Der Fall ärgert mich. Sie hätten nämlich überhaupt keinen Fall zu werden brauchen. Es geht immerhin um die Autorität der Polizei. Ja, und um einiges mehr. Die Herren von unserem Geisbacher Honoratioren-Stammtisch sind das keine Autoritäten. Der Herr Tierarzt, der Herr Apotheker, der Herr Doktor. Alles honorige Senioren unserer Verbindung. Haben Sie denn gar kein Gefühl für die heikle Situation? Wo bleibt denn Ihr Urteilsvermögen? Ich diene nur der Gerechtigkeit, Herr Kollege. Möglicherweise hängt der Herr Ökonomierat persönlich mit drin. Wer ist schon der Herr Ökonomierat? Also, das ist ja... Die Anklage lautet auf Widerstand gegen die Staatsgewalt und auf Diebstahl. Ja, Sie reden auch, wie Sie es verstehen. Also gut, packen wir's. Ich habe ja nichts gegen die königlich-bayerische Gendarmerie. Aber, Herr Veterinär, die königlich-bayerische Gendarmerie darf auch nichts gegen uns Bürger haben. Hat sie auch nicht, Herr Braxenthaler. Die Herren Beamten, die haben schon was gegen die Bürger. Aber woher denn? Das Ganze ist ein Missverständnis. Ja. Ein übereifriger Beamter ist übers Ziel hinausgeschossen. Weiter nix. Jetzt hast du es gesagt, Herr Doktor. Über sein Ziel ist er gegangen. Und das darf er nicht. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Ah. Ich stelle mich voll und ganz hinter die Aktion meines Beamten. Angeklagter, Sie werden beschuldigt, dass von dem Gendarmen Weiß in Ausübung seiner Dienstpflicht als Strafe für die Überschreitung der gesetzlichen Polizeistunde durch einige Herren unserer Stadt in der Feustelschen Postbrauerei eingesammelte Geld auf hinterlistige Weise an sich genommen zu haben. Also gestehen Sie. Wenn Sie mich verdächtigen, euer Gestreng, dann haben Sie den Falschen. Ich bin nämlich gar kein Herr nicht. Und überhaupt gehöre ich auch nicht an den Stammtisch von der Haute Volée. Ich bin nur der Vizehausmeister und der Herr Nachtwächter, AD. Ja, jetzt erzählen Sie mir keine Angaben zur Person, Veitel. Ich kenne Sie ja schließlich und gut auch noch, gell? Gestehen Sie mir lieber. Euer Gestrengen, ich bin ja nur aus Gnade und Barmherzigkeit an dem Tisch gesessen von den Großkopferten. Ja, an dem fraglichen Abend jedenfalls sind Sie an dem Tisch gesessen. Ja, aber ganz draußen am Eck, so halb quasi, nicht an der Kippe. Ja, richtig. Genau an der geeigneten Stelle sind Sie gesessen. Sie und Ihnen gegenüber der angeklagte Held, nicht wahr? Nämlich am unteren Ende des Tisches, wo der Wachmann Weiß gestanden ist und die Strafgebühren kassiert hat, nicht? Ja, der hat es aber nicht gleich genommen. Die Herren haben ihm das Geld hingeschoben. Ja? Jeder hat immer ein Markel hingeschoben. So. Ja, was hat denn dann der Herr Wachmann Weiß getan? Der hat geschrieben. Geschrieben? Ja, freilich 7 Quittungen, nicht wahr? Das braucht seine Zeit. Also für den Herrn Apotheker eine, nicht? Dann für den Herrn Tierarzt eine. Ja. Und dann noch für den Herrn Oberlehrer auch
eine. Ich hab auch Zeit. Ja, und, ja, Da ist meine Quittung. ja, und ich hab auch Zeit und da ist die meinige. Jawohl. Jeder hat sein Makel Zeit. Und die Quittungen sind vorhanden. Mir hat das Mark sehr wehgetan. Eine Mark ist für mich sehr viel Geld. Nicht wahr, wo ich doch im ganzen Monat nur 4,80 Mark Pension habe. Als Nachtwächter habe ich 7 Mark gehabt, die Woche. Ja, das ist ja alles furchtbar interessant, Feitel, gell? Aber das gehört alles nicht hierher. Jedenfalls, als der gestrenge Ordnungshüter das Geld einstecken wollte, siehe da, es war nicht mehr vorhanden. Nein. Was? Jawohl, nein. Ich meine, ja, jawohl für das Nein, nicht wahr? Es war nicht mehr vorhanden. Es war weg, es war verschwunden. Ja. Jetzt frage ich Sie, Feitel, wer hat denn diese 7 Mark genommen? Das ist doch eine ganz einfache Frage, gell? Antworten Sie mir. Ja, Herr Raut, so einfach ist das nicht zum Sagen. Wissen Sie, also in Geldsachen, gell, da kenne ich mich nicht aus. Da bin ich direkt unwissend. Jetzt drücken Sie nicht lang rum, Feitel, sondern legen Sie ein Geständnis ab und wir gehen zum Frühschoppen. Also, wenn Sie mich fragen, Herr Rat, ich weiß von die 7 Mark überhaupt nichts. Ich frage aber jetzt nichts. Ich frage ihn, da ist er raus mit der Sprache. Untertänig euer Gestehen, ich meine, also ganz unter uns, also Ja? im Vertrauen. Nicht wahr? Mann zu Mann. Ja, sehr gut. Bei dem Geld, da bin ich nämlich total unschuldig. Nicht wahr? Da bin ich total unschuldig, war nämlich nur nominell beteiligt in dem, dass der Herr Ökonomierat für mich beglichen hat, also Zeit. Ja, Sie sollen mir aber jetzt nicht erzählen, wer alles beglichen hat, sondern wie Sie die 7 Mark so unvermerkt haben einstecken können, ohne dass der junge Gendarm irgendwas gemerkt hat davon. Und der hat ja überhaupt nichts beachtet, nicht wahr? Mit lauter Quittieren. Ah, mit lauter Quittieren, so. Ist ja großartig. Na, die Polizei ist ja immer noch viel zu langsam, gell? Ist ja immer noch viel langsamer als so ein ausgedienter alter Nachtwächter. Überhaupt kein Vergleich. Ja, brav, Feitel, brav. Hör zu. Ja, in dem Punkt da bin ich alle Gendarmerien glatt überlegen. Da habe ich Zeug dafür. Ja, dankeschön, Feitel, ich glaube, Sie sind auch so. Ja, das war ein glattes, schönes Geständnis. Was sagst du? Ja. Herr Staatsanwalt, ich glaube, auf eine weitere Vernehmung können wir verzichten. Ich bitte um Ihr Plädoyer, aber fassen Sie sich kurz. Ich habe nicht viel Zeit und auch nicht viel Lust. Also bitte, Herr Staatsanwalt. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Die Autorität des Staates, nicht zum geringsten verkörpert in der Gendarmerie, ist unantastbar. Ist unantastbar, jawohl, Herr Kollege. Bitte kommen Sie zum Wesentlichen. Wer sich, wie der Angeklagte Vitus Dengel, erfrecht, Widerstand wider die Staatsgewalt zu leisten, einen königlichen Gendarmen sogar zu bestehlen wagt, der soll die ganze Strenge des Gesetzes zu fühlen bekommen. Und er wird mit mindestens 4 Wochen Gefängnis bestraft, ersatzweise 30 Mark Geldstrafe. Bin ganz Ihrer Meinung. Herr Kollege, damit ist der Fall erledigt. Die Sitzung ist geschlossen. Entschuldigen. Moment, Herr Rat, ich bin ja unschuldig, ich habe doch gar nichts eingestanden. Ja, was wollen Sie denn noch, Feitel? Ich habe gesagt, die Sitzung ist geschlossen, das dürfte genügen. Nein, halt statt, Herr Präsident, ich meine, haltet ein, nicht wahr? So schnell geht das nicht, begehen Sie jetzt keinen Justizmord. Nicht wahr? Fragen Sie doch mal Ihren Herrn Schreiber, was der geschrieben hat. Ich habe nichts eingestanden. Himmel, Donnerwetter, noch einmal, jetzt wäre aber wirklich bald grantig, Feitel. Sie haben sogar Zeugen angeboten, Sie haben sich gebrüstet mit Ihrem Diebstahl. Da haben Sie mich ganz falsch verstanden. So? Herr Präsident, ich habe gemeint, bei der Polizei gegenüber, in dem Punkt Polizeistunde, da sind wir ja haben. In den 800 Jahren, wo die Nachtwächter in Geisbach für die Polizeistunde verantwortlich gewesen waren, nicht wahr, hat es niemals nicht keinen Irrtum gegeben, weil wir den Bürger immer rechtzeitig und seelisch darauf vorbereitet haben, dass es langsam 12 wird. Um 11 Uhr habe ich bereits gesungen. 11 Uhr hat die Uhr geschlagen, Bürger derzeit gut vertragen, trinkt mit herzhaftem Genuss nur ein Maß, denn bald ist Schluss. Also das habe ich jedes Mal Punkt 11 Uhr gesungen und das war sehr anstrengend, denn wir haben 18 Wirtschaften in Geisbach. Aber es hat immer geklappt, immer tadellos geklappt und immer ist dann ganz schön 1 Uhr geworden, um 11 Uhr. Feitel, glauben Sie, ich habe Zeit und Lust, mir Ihre Nachtwächter-Biografie da anzuhören? Sie sind nicht mehr Nachtwächter. Entweder sagen Sie uns jetzt, wer die 7 Mark gestohlen hat, oder Sie halten den Mund. Setzen Sie sich. Das Geld ist halt verschwunden, nicht? Angeklagter Held, treten Sie vor. Ich weiß nichts, gar nichts.
Und noch ehe Sie den Mund aufmachen, denken Sie dran, dass Sie mindestens wegen Hehlerei bestraft werden, gell? Irrtum, Herr Rat. Der Paragraph zirkt nicht bei mir, indem dass ich mir im Makel gezahlt hab und ausgegangen bin. So, gell? Sind Sie heimgegangen? Na, nach dem Wetter hab ich mich umgeschaut. Nach dem Wetter. Schaut so. Und die Quittung da hat für mich der Tierarzt genommen. Aha. Ja, und wie ich mich wieder niedersetze, ist das Geld schon immer da gewesen. Ich weiß also gar nichts. Na, hätte mich auch gewundert, wenn Sie was gewusst hätten. Ich möchte nur meine Meinung sagen. Man straft nicht ungestraft den anständigen Bürgerstand. Moment, was haben Sie denn da für einen Zettel? Abgeschrieben. Abgeschrieben von wo? Abgeschrieben? Also in der Zeitung. Aus was für einer Zeitung? Das weiß ich nicht mehr. Sie, mein lieber Held, sind Sie vorsichtig, gell? Ich sag's Ihnen weiter zur Sache. Na, ich meine, es ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass wir dem Herrn einen Makel gezahlt haben. Jeden Mittwoch in der Früh um 12:30 hat er unseren Stammtisch abkassiert. Na, sowas lässt man sich einmal oder zweimal gefallen, aber nicht 3- und 4-mal. Sie können von einem Glück sagen, Herr Rat, dass Sie es auf der Leber haben und um 11 Uhr schon immer heim müssen. Voriges Jahr nicht, hätten Sie auch mitzahlt. Dass mir da hinten bloß kein Gemurmel aufkommt, gell? Ich verbitte mir Ihre persönlichen Anspielungen. Setzen Sie sich, Held! Dankeschön. Wachtmeister, den Zeugen Weiß, bitte. Zeugen Weiß, jawohl. Angeklagter, eine Frage. Treten Sie näher, bitte. Nein, da nüber zum Herrn Staatsanwalt, ne? Hierher. Ei. Sie haben da eben vorhin gesagt, so etwas lässt man sich einmal gefallen, aber nicht 3- und 4-mal. Was haben Sie damit gemeint? Herr Staatsanwalt, jetzt passen Sie mal auf. Ich bin Viehkaufmann, Schweine- und Pferdehändler. Ich verstehe was vom Geschäft. Ich zahle meine Steuern und bin ein anständiger Bürger. Lassen ihn Sie von einem jungen Gendarm straffällig machen? Ja, glaubt denn der, wir Bürger sind Deppen? Ein Bürger ist eine gute Kur, der lässt sich lang meckern und sagt nichts. Aber wenn man ihm auf seinen Stammtisch einen Gendarm schickt, dann ist es Zurat. Angeklagter. Und überhaupt waren wir ab 12 Uhr beim Herrn Ökonomierat Privatgäste. In der Gaststube gibt es keine Privatgäste. Ich habe mich als solcher gefühlt. Und überhaupt habe ich meine Strafe gezahlt. Da ist meine Quittung. So, das war's. So, und jetzt ist Schluss. Wenn Sie sich das gefallen lassen wollen, Herr Staatsanwalt, das ist Ihre Sache, aber ich nicht. Ich bitte mir ein bisschen mehr Respekt aus, Herr Angeklagter, gell? Sonst müsste ich Sie verwarnen. Herr Staatsanwalt ist eine hohe Autorität. Denken Sie an die Würde des Gerichts. Haben Sie noch irgendwelche Fragen, Herr Staatsanwalt? Danke, nein. Ja, dann schauen Sie, dass Sie auf Ihren Platz kommen. Dankeschön. Der Zeuge Wilhelm Weiß, königlicher Gendarmerie Wachmann. Ist recht, ja? So. Sie sind also der gestrenge Herr Gendarm. Brav. Wie lange sind Sie schon bei der königlichen Gendarmerie? Zu Befehl. 2 Jahre. So. Und wie lange hier in Geisbach? Zu Befehl. Seit 1. Mai dieses Jahres. Haben Sie denn da in den hiesigen Gasthäusern schon des Öfteren Polizeistunden machen müssen? Zu Befehl. Jawohl, Amtsgerichtsrat. Circa 3-mal in der Woche. In der Post ist es immer am schlimmsten. Haben Sie den Herrn Ökonomierat Feustel auch schon zur Anzeige gebracht? Nein, dieses war nicht notwendig, weil in der Gaststube nach 12 Uhr immer ein Fenster geöffnet war und die Kellnerin bereits etliche Stühle auf die Tische gestellt hatte. Ja. In diesem Falle müssen laut Dienstvorschrift immer die Gäste herhalten. Ja, und die Gäste haben auch neulich hergehalten, haben brav bezahlt und Sie haben quittiert, ne? Jawohl, aber wie ich fertig gewesen bin, ist kein Geld nicht mehr da gewesen. So. Wie können Sie sich das erklären? Einer muss das Geld gestohlen haben, einer von den Angeklagten. Diese sind dem Gelde am nächsten gesessen. So. Haben Sie Beweise? Jawohl. Indem sonst niemand an diesem Tisch gewesen ist, muss es einer der Herren gewesen sein. Der Verdacht fällt besonders auf die Angeklagten. Das ist kein Beweis, das ist lediglich ein Indiz. Ja, vielleicht ist Ihnen das Geld runtergefallen. Haben Sie denn nicht sorgfältig nachgesucht? Zu Befehl. Ich habe recherchiert, aber ohne Erfolg. Und wer hat denn schließlich für die verschwundenen 7 Mark aufkommen müssen?
Ich habe die Strafgebühren aus eigener Tasche bezahlen müssen. Das ist Geschichte, der Richt. Haben Sie die Herren nicht sofort da zur Rede gestellt? Jawohl, sehr energisch habe ich sie beschuldigt. Aber sie haben es geleugnet. Die haben recht gehabt. Haben Sie noch irgendwelche Fragen, Herr Staatsanwalt? Nein, danke. Ich beantrage die Einvernahme des Zeugen Feustl und der Kellnerin. Ja, nehmen Sie Platz, Herr Zeuge. Wachtmeister, lassen Sie den Herrn Ökonomierat rufen. Den Herrn Ökonomierat wird erledigt. Ja, aber beeilen Sie sich, gell? Und rufen Sie mal vorher die Kellnerin herein. Vorher die Kellnerin herein. Jawohl. Herr Kommandant, ich lasse mich von einem Gendarm nicht beleidigen. Der Herr Staatsanwalt wird auf Ihre Vereidigung bestehen. Die Zeugin Walburga Oberndorfer. Na, werden wir ja sehen, wer von Ihnen, meine Herren Bürger, den Mut hat, wegen 7 Mark einen Meinheit zu schwören. Geh weiter, Walli. Eine mit dir. Wo käme denn mir Wirt und Breyer hin, wenn's mehr solche übereifrigen Gendarmen geben tät? Gerade nach der Polizeistunde haben wir oft noch einen ganzen Hektoliter Bier ausgeschenkt. Der Kerl muss augenblicklich versetzt werden. Lass dir was einfallen. Du verdruckst zum zweiten Frühstück mehr als ein normaler Mensch den ganzen Tag. Verschwind jetzt. Macht überall beliebt, nur ein Beliebter wird, macht ein Geschäft. Ja, steig mal da auf den Hut. So, guten Appetit, Herr Ökonomierat. Der ist mir fast vergangen, Ziska. Wenn du dir auch noch mal einen Gendarm schaust, wie die Walli, dann mehrfach glatt, tagtäglich, pünktlich Polizeistunde machen. Ja, dann kommt der Kellnerin wenigstens einmal richtig ins Bett. Aber geh, ein junges Mädel braucht ja nicht so viel Schlaf. Hopp dich her. Nicht, Herr. Wenn du nicht brav bist, dann suche ich mir den Herrn Kommandanten aus. Und da steht die, überhaupt seit wann geht denn die Walli mit ihrem Gespuse, dem Herrn Gendarm? Seit Juni schon. Wie er die erste Polizeistunde gemacht hat, damals hat's angefangen. So, dann tut der Mann das gar nicht zwingend seiner Pflicht. Woher denn? Na, da war jetzt lieb. Dass das Madel mehr zum Schlafen kommt. Ach so, ein Bazi. Hilf mir rein in meinen Frack. Ich muss sofort nie ins Gericht. Ja, so kenne ich ihn ja gar nicht. Ja, ich mich auch nicht. Das hohe Gericht, du, das wird Sie wundern. Aber die Ehre, Herr Ökonomierat. Ja, ich komm schon. Pressiert nicht. Aber mir. Schade um die gute Kalbsachsen. Ja, kommst du halt nach, ne? Aber schön langsam essen, dass er anschlägt bei dir, gell? Salz haben wir schon wieder keins. Ja, das kommt schon. Also jetzt sagen Sie uns halt die Wahrheit. Wer hat die 7 Mark eingesteckt? Bei allen Heiligen, ich weiß nicht. Ich bin hinten in der Schenk gestanden und hab Krügel gewaschen. Ich hab nichts gesehen und nichts gehört. Ich war aufgeregt nur. So? Sie waren aufgeregt. Warum denn? Weil Was? Raus damit! er da war. Ja, jetzt bin ich so gescheit wie zuvor. Wer war da? Der Gendarm, der Willi. Immer wenn ich Spätdienst mache, macht er Polizeistund. Was? Wollen Sie damit sagen, dass Ihnen der Herr Gendarm Weiß nicht ganz gleichgültig ist? Wir sind stark befreundet, Herr Rat. Ja, Sie gefallen mir. Der Gendarm Weiß und Sie haben eine Liaison? Ja, Himmel, Donnerwetter, noch einmal, und das erfahre ich erst jetzt. Herr Gendarm Wilhelm Weiß, kommen Sie mal her zu mir. Zu Befehl, Amtsgerichtsrat. Sie sind mir vielleicht ein diensteifriger Beamter. Hm? Sie können es wohl gar nicht erwarten, bis Ihre Geliebte Dienst freikriegt. Jawohl, Amtsgerichtsrat. Jawohl, Amtsgerichtsrat. Das finden Sie ganz in Ordnung, ja? Jawohl, Amtsgerichtsrat. Ich habe immer gesagt, er soll es nicht übertreiben. Ja, wenigstens bei den Honorationen nicht. Na, Sie machen mir Scherereien. Ein Gendarm, der aus Liebe Strafen verhängt, auch wenn sie an sich gerechtfertigt sein mögen, handelt nicht korrekt. Mein lieber Herr Weiß, das kann für Sie ein bitteres Nachspiel haben, gell? Marant Josef, Herr Richter, ja, dann wird er ja wieder nicht befördert. Ja, wann soll man denn dann heiraten? Was weiß denn ich? Der Zeuge, Herr Ökonomierat Josef Feistl. Ja, Herr Ökonomie, wo ist denn der Wachtmeister? Der macht gerade Brotzeit. Was, im Dienst? Ja, habe die Ehre, Herr Rat. Ja, grüß Gott, bitte nehmen Sie Platz. Ja, Nein, nicht Sie, Herr Ökonomierat, Sie nehmen Platz, Sie. Ja. Ich bin ganz aufgeregt.
Ja, warum denn? Ich habe nämlich Sachen erfahren, wenn ich die dem Hohen Gericht erzähle, dann müssen Sie die Angeklagten sofort freigeben. Die zwei sind nämlich wirklich unschuldig. Ja, was Sie nicht sagen? Das Geld habe ich genommen. Herr Ökonomie. Ja, ich bin ganz vorn gesessen am Tisch. Ich hab's eingesteckt. Ja, Herrschaftszeiten, ja. Ja, wo hab ich's denn jetzt? Ja, wo da schäbert's ja schon. Ja, da haben wir's schon, gell? Also, sagen wir 2, 4, 6, 7. Danke. 8. Ja, es reicht. Ach so, also es ist schon zu früh, ja. 7, ja. Ja, Herr Ökonomierat, sagen Sie mal, wie kommen Sie dazu, sich am Fiskus zu vergreifen? Aus Gutmütigkeit. Ich kann doch den jungen Gendarmen nicht ganz und gar unglücklich werden lassen. Eine heilsame Warnung sollte es sein. Ja, ich verstehe nicht, inwiefern Passen auf, der Mann hat nicht im Diensteifer gehandelt. Nicht? So was tut der königlich-bayerische Gendarm nicht in meinem Haus, wo schon mal seine königliche Hoheit, der Herr Prinzregent, gespeist hat bei mir. Aus reiner Selbstsucht und Verliebtheit hat er die Bürger gestraft. Und ich hab das gewusst. Ich hab das gesehen, wie ihm die Walle gloriformiert hat. Oh mei, Willi, jetzt ist ganz aus mit uns. Man wird ein Disziplinarverfahren anstrengen müssen gegen den Beamten Weiß. Was? Nein, ich bin auch der Meinung, der Mann soll seine Uniform ausziehen. Madame Josef. Ja, mei, das ist alles Schicksal. In meinem Gasthaus am Grünen Baum zum Beispiel hat mir der Wirt gekündigt. Trotz 400 Hektoliter jährlich Erlaubnissteuerrat. Ja, aber ich bitte vielmals. Die Walli ist recht tüchtig, wenn auch noch jung. Wenn's mag, kann's Grünbaumwirtin werden. Einen geeigneten Gastwirt wird schon finden. Herr Ökonomierat, 1000-mal vergeht's Gott. Ja, ist schon gut, aber schau mir auf die Wirtschaft und lass dich mit der Polizeistunde nicht erwischen. Keine Angst, ich kenne meine Kameraden. Willi. Walli. Ja, ich glaube, das ist die Lösung nun, Herr Staatsanwalt. Ja, ich meine... Ja, genau das Gleiche meine ich auch. Die Autorität der königlichen Gendarmerie hat dank der Großzügigkeit des Herrn Ökonomierats einen eleganten Ausweg gefunden. Die beiden Angeklagten werden freigesprochen. Na, das geht, das lassen Sie da, das kriegt jetzt der Gendarm wieder. Aha. Jawohl. Ja. Ja, die Kosten des Verfahrens trägt, dank der Großzügigkeit des Herrn Ökonomierats... Nein, bei mir geht nichts. Ja, was machen wir denn da? Ja, da bleibt nichts anderes übrig, als dass ich Sie der Staatskasse aufbürde. Ja, freilich. Ja, sowas. Gut, die Sitzung ist geschlossen. Sie ist so gefährlich ist auf der Welt. Jetzt hätten Sie mich beinahe unschuldig verurteilt. Aber nur beinahe. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Wie ist Ihre Gesundheit, Herr Amtsgerichtsrat? Dank der Nachfrage, mein Leberlein hat sich ganz schön beruhigt. Herr Staatsanwalt, Sie müssten einmal einen Stammtischabend von unserer Concordia besuchen. Da wird zuerst gesungen und dann wird, so ein kleines Räuschern, da schaut der Autorität gar nichts. Ich werde beherzigen, Herr Amtsgerichtsrat. Jawohl, Sie werden es auch noch lernen. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.